Hallo und herzlich willkommen bei Inspire Yourself, der Podcast rund ums Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Antonella Patitucci und ich werde dir meine Tools und Erfahrungen weitergeben und viele spannende Gäste einladen, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Für weitere Inspirationen folgt mir sehr gerne auf Instagram @Antonella_Patitucci. Aber jetzt lass uns starten. Schön bist du da. Ja, ich bin zurück aus Mexiko, gerade vor 2 Tagen erst gelandet, noch völlig im Jetlag. Ich habe nicht gedacht, so Antonella, jetzt gönnst du dir mal ein Ausschlafen nach der Ferien, um wirklich anzukommen. Und ich habe gedacht, ja, ich schlafe vielleicht so bis um 9, 10 Uhr. Bumm. Ich bin am 3 am Nachmittag verwacht. Okay. Spätestens dann habe ich realisiert, okay, ich habe definitiv noch einen Jetlag. Aber ja, um das geht es heute nicht. Heute möchte ich dir in dieser Folge wirklich von meiner Reise erzählen. Für die mir auf Instagram folgen, haben es vielleicht mitbekommen. Falls du einfach nur eine Podcast-Hörerin oder ein Hörer bist, möchte ich dir kurz etwas darüber erzählen. Und zwar habe ich mich vor 3 Wochen entschieden, ganz allein 2 Wochen nach Mexiko zu reisen. Eine Reise für mich und darum widme ich die Folge auch. Der Name für die Folge ist «Die Reise zu mir selber». Und ich werde dir einerseits einfach ein bisschen erzählen von meinen Erkenntnissen, von meinen Learnings, wie sich es angefühlt hat, wo ich war, falls du auch möchtest, unter anderem in ein Yoga-Sport-Retreat gehen, dann ich dir alles verlinken. Darum schiesse ich direkt los. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich in den letzten 10 Jahren immer in einer Beziehung war. Ich hatte immer einen Mann um mich herum, ich war nie Single. Und durch das habe ich auch nie mir selber die Möglichkeit gegeben, mal allein zu verreisen. Sondern ich bin immer mit einem Mann gereist oder mit einer Freundin, aber hauptsächlich mit einem Mann. Und ich habe für mich in den letzten Monaten wie reflektiert, hey, ich möchte das auch allein können. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich einen Mann muss an meiner Seite haben. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich allein nicht genug gut bin oder dass es allein nicht okay ist. Und ich habe gefunden, hey, Beziehung hin oder her, ich möchte jetzt 2 Wochen für mich nehmen und wirklich mich noch mehr kennenlernen, noch mehr vielleicht blinde Flecken, die sich in den letzten Jahren so eingeschlichen haben, in Heilung bringen. Und somit habe ich mich dann entschieden, 2 Wochen wegzugehen. Und mich hat es irgendwie magisch nach Mexiko gezogen. Ich bin zuerst auf Cancun geflogen und nachher weiter nach Tulum. Und also die ganze Reise hat schon gezeigt, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Für mich haben eigentlich die Ferien schon daheim angefangen. Und zwar erinnere ich mich, wenn ich meine Sachen gepackt habe. Und ich habe gesagt, okay Antonella, du darfst einfach mal nur in dieser Ferien sein. Du musst wieder arbeiten, du musst kein Insta-Bild produzieren, du musst nichts machen. Und für die mich jetzt vielleicht von Insta kennen, wissen, wie viel Content ich in den letzten 4 Jahren erstelle. Ich bin auch vor 3 Jahren mal mit dem Sani in Tulum und wir haben, glaube ich, kein Witz, 300 Bilder produziert und wir haben jeden Tag geshootet und ich musste jeden Tag Outfits zusammenlegen, meine Haare müssen stylen, perfekt geschminkt sein, ta. Also zu an dieser Stelle sagen, ich kann das so wollen. Das ist mein Glaube von damals gewesen. Und aus dem Grund habe ich dieses Jahr wirklich wollen, das ganz anders machen und einfach nur sein. Und ich habe gemerkt, wie die Ferien schon daheim angefangen haben, indem ich gepackt habe, weil ich habe kein Make-up eingepackt, kein Föhn, kein Glätteisen, kein Lockerstab, kein BH, nichts. Und ich habe nur schon das Gefühl zu wissen, hey, ich kann am Morgen einfach ein Kleid drüber ziehen, zack, und bin angelegt, ist so entspannend gewesen. Für alle, die vielleicht auch viel Content erstellen oder vielleicht auch ein bisschen Perfektionismus in sich tragen, auch in der Schweiz, wo vielleicht von sich selber erwartet, immer perfekt stylt zu sein, wissen, was ich meine. Und aus dem Grund habe ich dann meine 7 Sachen gepackt. Ich habe noch nie so wenig eingepackt. Und bin dann von meiner besten Freundin Sabrina abgeholt worden und sie hat mich dann an den Flughafen gebracht. Das ist schon fast ein bisschen unsere Tradition. Ja, es ist auch schön, sie bringt und holt mich immer. Was einfach so ein magischer Moment für mich ist. Und dann sind wir dann angekommen und haben dann dort eingecheckt. Und schon dort habe ich gewusst, okay, die Ferien fangen gut an. Von wegen, ich habe nicht viel eingepackt. Ich hatte 6 Kilo Übergewicht. Oder nein, 3 Kilo. Ich glaube, 23 darf man haben. Ich hatte 26 gehabt. Und es war dann so ein junger, netter Herr. Und er hat dann einfach gemeint, ist schon gut. Ich mache das Auge zu, ich sage nichts, du musst ja nichts zahlen. Geniesse deine Ferien. Und das war für mich so die Einladung von Ferien, von alles ist entspannt, man hat nicht so viele Regeln und Grenzen. Und mit dem
Gefühl und mit dieser Dankbarkeit bin ich dann auch in den Flieger gestiegen und losgeflogen. Und als ich dann dort angekommen bin, hey, ich habe mich direkt wohl gefühlt. Die Wärme, die Feuchtigkeit in der Luft habe ich extrem gern. Meine Haare zwar nicht so, sie haben ausgesehen wie so ein Pumuckl. Aber ja, und dann der Taxifahrer hat gerade so einen mexikanischen Latin-Sound laufen lassen. Wir haben zusammen gesungen und tanzt. Ich habe mich sofort abgeholt gefühlt und ich habe gemerkt, ui, die Kultur, die gefällt mir. Es war wie so ein bisschen Love at First Sight. So, oh, das Heimgehen wird mir schwerfallen, das habe ich schon dort gewusst. Aber ich bin dann wirklich im ersten Hotel angekommen. Das ist einfach so ein All-Inclusive Hotel. Es heisst Sandos in Cancun. Es hat einen wunderschönen Aussenbereich gehabt, aber jetzt nichts mega Spezielles gewesen. Es ist perfekt, um einfach mal anzukommen. Man muss nicht an das Essen denken, man muss nicht an das Waschen denken, nichts, sondern man kommt einfach mal an. Und da bin ich dann 4 Nächte geblieben. So mal ein bisschen ankommen, mal zu schlafen, anfangen ein Buch zu lesen. Und hatte dort auch mega viele schöne Momente für mich selber. Die ersten 4 Tage habe ich wirklich niemanden kennengelernt. Und in den letzten 2 Tagen habe ich dann 5 Schweizer kennengelernt. 5 Jungs. Der eine hat gerade seinen Junggesellenabschied gefeiert. Und es war mega schön mit ihnen. Wir haben einfach giggelt den ganzen Tag und gelacht. Es hat mich so ein bisschen an meine alte Fußballzeit erinnert, weil ich habe in meiner Jugend immer Fußball gespielt, nur mit Männern. Und es hat sich so ein bisschen zurückversetzt angefühlt. Und auch dort hatten wir mega tiefgründige Gespräche gehabt. Und 2 von diesen Jungs haben mir dann geschrieben, als wir uns verabschiedet haben, oh, du hast in mir voll etwas bewirkt und danke vielmals für deine Tiefgründigkeit. Und es war wie so schön, auch meinen eigenen Prozess irgendwie im Aussen wieder zu erkennen, dass ich noch mehr bei mir ankommen und sozusagen auch die Resonanz im Aussen, dass mir gerade wieder gespiegelt hat. Dass es eben nicht oberflächlich war oder irgendwie sexistisch oder ich irgendwie von diesen Jungs auf meine Optik reduziert worden bin, sondern wir haben wirklich mega tiefgründige und lustige Gespräche gehabt. Ja, und dann hat eigentlich die ganze Challenge in mir angefangen. Und zwar habe ich mir ein paar wenige Vorsätze in dieser Reise vorgenommen. Und zwar, der eine Vorsatz ist wirklich, viel in dieser Ruhe allein zu sein, mich nicht irgendwie die ganze Zeit abzulenken, sei es mit dem Handy, mit einem Buch, mit Leuten, sondern wirklich die Ruhe in mir zu spüren. Und das ist erstaunlicherweise sehr, sehr gut gegangen. Ich habe sehr schnell mein Herz gespürt, meine Atmung. Ich konnte mich mit mir connecten und konnte auch die Ruhe extrem geniessen. Und die zweite Challenge war, meine Ängste zu überwinden. Und ich habe wirklich nicht vor so vielen Sachen Angst. Vielleicht vor wilden Tieren, die ich einfach nicht kontrollieren kann. Ich glaube, das haben wir alle. Dann habe ich extreme Höhenangst, vor allem wenn etwas unter mir wie wegfällt. Das heisst, es ist nur ein Gitter oder irgendwie, wenn ich fliege und unter mir ist nicht, zum Beispiel Paragliden, hohe Gebäude, einfach so ein bisschen die Höhenangst, habe ich das Gefühl, mein ganzes System kollabiert. Und das Zweite ist, obwohl ich Musical studiert habe, verwundert sich jetzt vielleicht der eine oder andere, habe ich eine extreme Panik vor dem Singen. Ich habe das Gefühl, Singen zeigt etwas ganz Verwundbares in mir und irgendwie habe ich das Gefühl, ich genüge dort noch nicht ganz und das begleitet mich schon jahrelang und die Angst, ja, einfach vor Menschen anzustehen und zu singen. Und somit habe ich dann mich direkt in den ersten 2 Tagen crazy beiden diesen Challenges gestellt. Wie es der Zufall, in Anführungs- und Schlussfall, so will, bin ich am einen Abend runtergegangen, wollte essen und dann habe ich mega coole Musik gehört und jemanden singen. Und dann bin ich gegüchselt und dort hat es einen Karaoke-Abend gehabt. Und mich hat es irgendwie magisch dort angezogen. Und ich bin dann auch gefragt, hey, möchtest du singen? Ich so, Gott, nein, never. Ich doch nicht. Und habe mich so ein bisschen versteckt, dass mich ja niemand irgendwie bemerkt, dass ich ja nicht gefragt wird, ob ich doch aufstehe. Und dann habe ich gemerkt, wie mein ganzer Körper angefangen hat zu schwitzen und ich gestresst war und ich habe gemerkt, Antonella, nein. Jetzt überwindest du deine Angst, stehst auf und singst. Das hat einen Grund, warum du da bist. Und du stehst jetzt einfach auf und performst, no matter what. Du machst es nur für dich. Du musst es niemandem beweisen, dich kennt da niemand, let's do it. Dann habe ich mich dann angemeldet. Und ich war dann die allerletzte vom Abend, die singen durfte. Ich bin dann aufgestanden und ja, wenn ich so bin und ich habe meine Unsicherheit mit einem dummen Spruch ein bisschen überspielen. Und hat dann gesagt, welcome, hi everybody, I'm Antonella from Switzerland. I would never ever
sing in my home country, but guess what? No one from you know me, so whatever, I'm just gonna sing. Ich habe dann eben so gesagt, ihr kennt mich eh alle nicht, ich habe nichts zu verlieren und morgen sehen ihr mich nicht, ich check nämlich aus. Und dann habe ich das hätte ich einen Shot gedacht, so okay, let's drink, alle, die einen Shot haben, nehmen wir einen Shot und dann fange ich an. Und dann habe ich «Man, I Feel Like a Woman» gesungen und es war so befreiend. Ich habe völlig losgelassen, habe einfach drauf losgetrellert und das Lied von meinem Herzen aus gesungen, habe mega Spass gehabt. Und das Gefühl nachher war einfach so schön gewesen. Das Gefühl von ich kontrolliere meine Angst und die Angst kontrolliert nicht mich. Das Gefühl von Freiheit. Und dann auch die Resonanz, es sind so viele Leute auf mich zugekommen. Wow, deine Stimme ist so schön und du hast so frei gewirkt und deine Vibes. Es ist einfach noch sozusagen Kirsche auf der Sahnetorte, dass auch noch das Feedback positiv war. Aber der Hauptkern, was ich dir jetzt da schon mal mitgeben möchte, ist, wenn du deine Angst überwindest. Es geht nur um das Gefühl, das du da in dir drin hast. Es wird wahrscheinlich auch niemand nachvollziehen, aber es ist auch scheißegal, sondern es geht nur um das Gefühl, das du für dich freisetzt. Ich habe mich nachher so empowered gefühlt, so stark, so mutig und habe dann dementsprechend auch mega gut geschlafen. Und am nächsten Tag habe ich dann gerade die zweite Angst in Angriff genommen und ich bin paragliden. Also mir geht dann dort mit dem Jetski, geht man auf ein Boot und sitzt dann dort, wie so, ja, was haben wir denn? Unter so einem, wie einem Heißluftballon sozusagen und die Beine bambeln komplett. Also genau das, was ich mir in die Hose schiesse. Gut. In die Hose geschissen habe ich mir schon auf dem Jetski, bin mega nervös gewesen, bin dann dort angekommen und habe gefunden, Daniela, jetzt schnuffst du einfach tief ein und aus und machst es. Und wenn du dort oben anfängst zu brüllen, anfängst zu schreien, so, no what. Egal, mach es einfach. Gut. Ich habe dann wirklich mich mit meiner Atmung verbunden, mit meinem Herz. Und an dieser Stelle wirklich ein kleiner Coaching-Input. Wenn du Angst hast, fang einfach an zu schnaufen. Schnauf tief ein und tief aus und es beruhigt sich automatisch. Ich habe ja auch in meiner Ferien eine kurze Atmentechnik in meiner Instagram-Story angeleitet und euch auch gefragt, ob ihr das möchtet. Das ist was in meinem Podcast aufgegriffen, das würde ich definitiv machen. Ich werde mal eine ganze Atemtechnik einfach vorstellen, dass du immer, wenn du das Gefühl hast, wow, jetzt ist gerade alles zu viel, du einfach kannst dann die Folge hören und mit mir zusammen schnaufen. Genau, also ich war dann nicht drin, hatte die Angst und habe es dann gemacht und keine Ahnung, was in mir passiert ist. Es hat sich wie etwas so freigesetzt und keine Ahnung, ich habe mich so frei gefühlt, ich habe mich wieder so stark gefühlt und gleichzeitig so verwundbar. Ich habe fast ein bisschen angegeben, sogar so meine Arme ausgestreckt und es richtig geniessen. Und es war so ein schöner Moment gewesen. Und dann nachdem habe ich mich einfach so befreit gefühlt, so stark, wie gesagt, dass ich entscheide, wenn mich die Angst ohnmächtig machen und wenn ich mich entscheide, durch die Angst durchzugehen. Und da auch wirklich vielleicht der Coaching-Input Number 2 ist, wir alle sind so gerne in unserer Komfortzone. Und Komfortzone für mich ist wirklich der Rand von deiner Kontrolle. Und sobald du nicht weißt, was nachher kommt, ist sozusagen das Ungewisse. Und ich weiss, das ist vielleicht ein ausgelutschter Spruch, aber es ist einfach so viel Wahrheit dahinter, dass in dem Ungewissen, nach dem Rand der Komfortzone, ist einfach die Möglichkeit für Wachstum. Erst dort wachsst du über dich hinaus, du lernst Neues, du lernst deine Grenzen kennen. Und genau darum finde ich es so wichtig, dass man sich aktiv immer wieder seine Ängste stellt, aus seiner Komfortzone geht. Sei es jetzt wie bei mir mit Singen oder Paragliden, sei es mal eine Frau oder einen Mann anzusprechen. Whatever, von dem du dich halt fürchtest, dass du dich immer wieder liebevoll, aber auch aktiv konfrontierst. Ja, das ist so das gewesen. Ich glaube, das ist mal genug zu Cancun, dass die Folge nicht irgendwie 3 Stunden wird. Und dann bin ich weiter nach Tulum und bin dort in ein wunderschönes Strandbungalow und habe wirklich 4 Tage komplett Ruhe gegönnt. Ich war fast nicht am Handy, ich hatte nicht mit meinen Freunden Kontakt, Familie, Freunde, alles, sondern habe wirklich einfach für mich die Zeit genommen und habe dann auch in 4 Tagen das Buch «Heirate dich selbst» von Veit Lindau verschlungen. Das ist wirklich eine Herzensempfehlung an dich.
gerade wenn du noch mehr bei dir selber möchtest ankommen, wenn du vielleicht ein ähnliches Thema hast, dass du immer in einer Beziehung mit einer Frau oder mit einem Mann bist und du einfach vielleicht den Zwischenschritt mal noch möchtest nachholen. Oder auch wenn du Single bist, bevor du dich jemand anderem vielleicht hingehst, zuerst mal dir selber hingehst. Und ich erinnere mich, ich habe das Buch schon mal gelesen, vor 5 Jahren. Und es war so spannend zu sehen, wo ich jetzt stehe, und wie viel einfacher dass mir es jetzt schon fällt. Und einfach, dass man den Prozess so gespürt hat. Und trotzdem ist es auch jetzt nach 5 Jahren wieder eine mega gute Erfahrung gewesen. Und ich würde es vielleicht immer wieder nach ein paar Jahren mal lesen, weil es ja einfach auch ein guter Reminder ist. Und nach diesen 4 Tagen ist eigentlich so ein bisschen das Highlight für mich von dieser Reise gekommen. Und zwar bin ich in ein Yoga-Retreat. Es gibt auch dort so ein Bootcamp, es gibt das Bikini-Bootcamp, es gibt Yoga, es gibt das Journal Meditation Retreat, für das, was ich mich angemeldet habe. Und das heisst Amansala Retreat in Tulum. Und ohne Scheiß, wenn du in Mexiko bist, wenn du auf gerade deiner persönlichen Reise bist, geh dort hin. Es ist magisch. Die Leute dort, das Retreat, die Kurs, das Ambiente, du bist direkt am Wasser. Und ich erzähle dir jetzt einfach ein bisschen von unserem Tagesablauf. Also ich bin dann dort angekommen und ich bin die Einzige, die sich für das Journal und Meditation Retreat angemeldet haben. Alle anderen waren im Bikini Bootcamp. Und dann haben sie mich gefragt, ja, möchtest du einfach auch zum Bikini Bootcamp? Ich so, so viel Sport, scheiße. Ja gut, so dick wie jetzt bin ich noch nie gewesen, es wird mir nicht schaden. Let's do it. Und dann haben wir den ersten Abend zusammen verbracht, wir haben alle zusammen zu Nacht gegessen. Und das Erste, was so cool war, ist der Altersunterschied. Also ich bin die Jüngste, ich bin 28 und der Älteste, David, das ist so wie so der Vater, den ich nie hatte, er war 77 und er hat alles mitgemacht. Er ist mit ins HIIT-Training, mit ins Yoga, er ist mit uns ab 4 Meter in den See gesprungen. Also crazy. Und so ein lieber Mensch und so viel Humor. Ich habe mich direkt in sein Wesen verliebt und mich wohlgefühlt mit ihm. Und dort lernst du wirklich Moms kennen. Irgendwie. Mit der, wo ich am meisten Kontakt hatte, heißt Cindy. Sie war Zahnärztin, hat eine eigene Praxis, ultra erfolgreich, hat Drilling und noch ein Mädchen. Also crazy Geschichten, auch mega viele, die geschieden waren. Einfach, du hast einfach so alles kunterbunt und trotzdem sind wir alle so miteinander verbunden gewesen. Und dann, wie gesagt, nach dem Abend ist jeder in sein Zimmer. Ich hatte ein Einzelzimmer und am Morgen stehst du dann auf in diesem Bootcamp. Und als erstes gehst du eine halbe Stunde als Gruppe, aber jeder für sich in der Stille, laufen am Strand. Also bist wirklich direkt am Meer und schaust den Sonnenaufgang und laufst am Meer hin und her. Dann gibt es eine kleine Meditation. Dann gibt es den ersten Yoga-Flow von einer Stunde und dann tun wir zusammen das Mittagessen, das Morgenessen. Und dann kommt das HIIT-Training mit den 2 Trainern, die auch so cool waren. Wir hatten so viel Spass mit ihnen. Und dann hat jeder eine Stunde für sich Zeit gehabt. Und dann haben wir das Mittag gegessen und am Nachmittag hat es Journaling gegeben. Es hat einfach Zeit für sich gehabt. Ich habe dann ein Buch gelesen oder mich mit gewissen Leuten austauscht. Und man hat auch gewisse Tours machen, zum Beispiel zu einer Grand Cenote oder Ruinen anschauen. Es hat ganz verschiedene Tours, wo man sich anmelden kann, die inklusive sind im Programm, im Preis. Und dann am Abend hat es nochmal 3 Classes, es gibt nochmal Yoga, nochmal ein HIIT-Training und Pilates. Also es ist recht viel. Ich glaube, mein Körper war nach dem 2. Tag so, okay, ich habe leicht Muskelkater. Aber es hat so gut da und die Menschen dort, ich habe mich wirklich, ich glaube, 10-fach verliebt, in Frauen, in Männer, in Tiere, in alles. Ich habe mich so wohl gefühlt und so schöne Verbindungen können herstellen. Also ich kann das Amansala Retreat wirklich von ganzem Herzen nur empfehlen. Ja, das war so das gewesen. Und um so kurz dir vom Retreat zu erzählen und was ich so gemacht habe. Und jetzt möchte ich eigentlich gerne auf die Erkenntnis eingehen, dass es vielleicht dir auch, ja, doch auch eine Inspiration kann sein und dass der Podcast, wie gesagt, nicht mega lang ist. Wenn du Fragen hast, kannst du mir sehr gerne unter dem neuesten Post auf Instagram, das ist @Antonella_Patitucci, zu der heutigen Folge deine Fragen noch stellen. Dann würde ich gerne noch ein Q&A zum Bootcamp, zu der Reise oder zu dem, was euch auch interessiert, machen. So, ich habe hier meine Notizen. Genau.
Genau, die erste Erkenntnis, die ich hatte, wo ich mit dir möchte teilen, ist, ich bin am Strand gelegen in Tulum und dort hat es mega viel, vielleicht kennst du das sonst von Stränden, die Strandverkäufer, die vielleicht Bikinis, Schmuck, whatever verkaufen. Und was ich so spannend gefunden habe und mich mega inspiriert hat und was ich dir heute weitergeben möchte, war, dass in dem Moment, wo ich die beobachtet habe, die sind vom einen zum nächsten. Mit ihren, sagen wir, die haben ihren Schmuck kreiert, man hat gemerkt, das ist alles handmade. Das ist vielleicht voll ihr Herzensprojekt, vielleicht oder auch muss sie auch aber überleben und hat wenig Geld. Wie auch immer, habe ich gemerkt, wie sie die Nice von diesen Touristen oder einfach Personen, die am Strand waren, also jedes Nein, haben die überhaupt nicht persönlich genommen. Und ich finde, es ist so inspirierend und das können wir ja auch mega gut auf uns selber, auf jegliche Situationen übertragen, weil wie oft sagt dir jemand Nein? Wie oft machst du vielleicht etwas und jemand sagt, finde ich nicht so cool. Und ich habe gemerkt, die haben gar keine Zeit gehabt, um das persönlich zu nehmen, weil die haben eine Mission gehabt. Einerseits war es, sie wollen vielleicht ihren Schmuck in die Welt raustragen, vielleicht war es aber auch, hey, ich bin Familienvater von 4 Kindern und eine Frau, die und ich muss das Geld heimbringen. Ich habe keine Zeit, um das persönlich zu nehmen. Ich habe keine Zeit, den Kopf hängen zu lassen. Du sagst nein, okay, ich gehe weiter. Und sie sind einfach weiter zu der nächsten Person gegangen. Und darum möchte ich dich jetzt einladen, vielleicht mal kurz für dich zu reflektieren. Vielleicht hast du eine Situation gehabt, wo du... Nehmen wir jetzt ein Beispiel. Sagen wir, ich würde ein Buch schreiben und ich gehe zu einem Verlag und der Verlag liest das Buch und sagt, nein, ich glaube nicht, dass das etwas wird. Ich glaube nicht, dass das die Menschheit interessiert. Wir lehnen dich ab. Vielleicht kennst du so eine Situation und vielleicht hast du dann auch aufgegeben. Vielleicht hast du in dem Moment gedacht, okay, ja, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht lebenswert, das soll nicht sein, whatever. Vielleicht hast du irgendetwas daraus geschlussfolgert, aus dieser Situation, nur weil dir jemand Nein gesagt hat. Und ich glaube, ich muss dir jetzt keine Heldengeschichten erzählen. Es gibt ja tausende, zum Beispiel, ich glaube, die spannendste Geschichte ist von Paul Coelho, ich kann nie seinen Namen aussprechen, Paolo Coelho oder wie er heißt. Also er hat «Der Alchemist» geschrieben, auch das Buch, liest es unbedingt. Und das ist ja der Bestseller überhaupt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich möchte wirklich kein Zeichen erzählen, darum sage ich jetzt bewusst keine Zahl, aber der hat ganz viel Absagen bekommen von jensten Verlagen. Und er hat nicht aufgegeben an seine Geschichte, an sein Buch geglaubt, bis ihn jemand dann doch aufgenommen hat. Und schau jetzt mal, es ist keine Ahnung, in wie viele Sprachen, ich glaube, über 30 Sprachen ist das Buch übersetzt worden. Der Bestseller schlechthin. Und der hat einfach weitergemacht. Das habe ich für mich dort so gesehen. Ich habe es so inspirierend gefunden. Die Menschen haben das Nein nicht persönlich genommen und einfach weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, dir das heute zu teilen, weil vielleicht brauchst du das auch. Vielleicht hat mal ein Mensch mit dir Schluss gemacht und du hast das Gefühl, du bist nicht lebenswert und hast dich aufgegeben. Vielleicht hast du mal einen Job nicht bekommen. Vielleicht hast irgendjemand dich mal abgelehnt. Ganz egal was. Connect dich wieder mit dir, mit deinem Herzenswunsch, mit deiner inneren Liebe und mach weiter. Nur weil jemand zu dir Nein sagt, heisst das nicht, dass du nicht lebenswert bist, dass deine Idee nicht gut ist oder sonst etwas. Sondern es ist einfach, das Nein hat mit der Person, die das Nein ausspricht, etwas zu tun, nicht mit dir. Und darum wollte ich dir die kleine Geschichte teilen. Und hat das eine mega spannende Situation gewesen, gefunden für mich, um denen zuzuschauen, wie sie das Nein nicht persönlich genommen haben und mich selber auch wieder drin gefunden. Genau, gehen wir zur zweiten Erkenntnis. Genau, weil ich ja allein gereist bin, vielleicht muss ich kurz ausholen. Mega viele von euch haben mir geschrieben, «Ui nein, Adela, wie kannst du allein reisen? Hast du keine Angst?» Fuck doch, ich habe mir richtig hart in die Hose geschissen am Anfang. Ich war richtig nervös, ich hatte auch Ängste, ich habe nicht gewusst, was kommt auf mich zu, was ist, wenn ich mich unwohl fühle, was ist, wenn ich die Ruhe nicht aushalte. Also ich glaube, die Angst, falls du die auch hast, ist völlig normal. Aber was ich dir mitgeben kann, ist eines der besten Erfahrungen in meinem Leben gewesen. Definitiv mit Abstand. Und darum, die zweite Erkenntnis hat mit dem zu tun. Und zwar habe ich gemerkt,
Ich habe das Gefühl, wenn du mit jemandem gemeinsam reist, sei es vielleicht eine Freundin oder ein Kollege oder Partner, Partnerin, Eltern, whatever, habe ich so ein Gefühl, ich habe eine gewisse Augenklappe montiert. So, wie so eine Scheuklappe, die wie so ein bisschen den Blick verengt und du siehst nicht mehr ganz klar. Und du bist auch nicht offen, Neues zu empfangen. Und dadurch, dass ich allein war, habe ich den Blickwinkel so auf 180 Grad, also fast auf 360 Grad, irgendwie komplett offen gehabt. Und bin offen für Wunder. Ich habe beobachtet, ich bin empfänglich gewesen. Also ich habe noch nie so viele Menschen kennengelernt, Frauen wie Männer. Also an mich habe ich das Gefühl gehabt, es ist da irgendwie ein Magnet auf meinem Kopf gewesen und gesagt, hey, ich habe so viel Wunder erlebt, so viel Erkenntnis gehabt, so viel Heilung, so viele schöne Menschen kennenlernen. Und das ist so das, dass wir lernen, ab und zu vielleicht etwas allein machen. Auch wenn es nur das Nachtessen ist im Restaurant. Und dass du dich schulst, wieder die Augenklappe, die Scheuklappe komplett aufzumachen. Und zu empfangen. Und erlaub dir an Wunder zu glauben. Und es ist gut, wenn wir mit Leuten sind, aber dass wir nicht zu viel einfach nur immer den Blickwinkel auf etwas haben, sondern dass wir das immer wieder den Blickwinkel, die Möglichkeiten, die Optionen wieder stretchen. Das war wie so für mich ein Mind-Stretch. Weil in dem Moment, wo du mit jemandem bist, bist du so fokussiert auf die andere Person, was wunderschön ist. Und das ist auch überhaupt nicht falsch. Aber dass wir ab und zu uns auch wieder dort rausnehmen und es anders machen. Dann die dritte Erkenntnis. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil ich habe ja, wie gesagt, das Buch «Heirate dich selbst» gelesen und dort drin heiratest dich auch wirklich selber, also du schreibst auch ein Ehegelübde und das veröffentliche ich, wow, ich kann nicht mehr reden, ich veröffentliche das jetzt dann auch auf Insta, es braucht ein bisschen Mut, merke ich, aber ich habe mir das vorgenommen, das zu machen, mein Ehegelübde an mich selber und ich war dann auch auf der Suche nach einem perfekten Ring. Ich wollte einen symbolischen Ring für mich finden, wo ich möchte anziehen und wo mich einfach erinnert an die Zeit, an die Selbstliebe, an die Beziehung mit mir selber. Und wie immer Ehegelübde auch zu einem anderen versprichst du dir ja in guten wie in schlechten Zeiten, dich zu lieben, dich zu anerkennen, dich für Wachstum öffnen, achtsam mit dir selber zu sein. Und ich habe dann gefunden, okay, ich gehe mal auf die Suche und suche einen Ring. Und ich habe dann lange nach dem Ring gesucht und mich hat nie einer angelacht, bis dann eines Tages mich einer angelacht hat. Ich war am zweitletzten Tag, bevor ich heim bin, in Tulum. Und der Ring, ich habe ihn jetzt auch an. Er ist mir leider zu gross und es hat dann auch nur zu gross gehabt, es hat dann nicht kleiner gehabt. Ich habe ihn trotzdem gekauft und habe ihn jetzt einfach am Daumen an. Und dann vielleicht noch verkleinern lassen und sonst mache ich es dann vielleicht so als Kettchen. Für alle, die die Folge jetzt nicht auf YouTube schauen, sehen erstens nicht, wie geil braun ich bin. Ein bisschen angegeben, ich habe das Kleid angezogen, dass man sieht, wie braun ich bin. Nein, Scherz. Ich versuche euch die Form von dem Ring zu erklären und euch die Erkenntnis davon zu erklären. Und zwar ist der Ring goldig und hat so Edelsteinchen oben drauf. Und die Edelsteinform, für die, die es jetzt vielleicht auf YouTube sehen oder es auch auf YouTube noch nachschauen wollen, ist es wie ein V. Also es sieht aus wie ein Spitz oder ein V, je nachdem, wie man es interpretiert. Und der hat mich so angelacht und ich habe nicht gewusst, warum. Und also dachte ich, okay, wieso lacht er mich so an? Und dann ist die Erkenntnis gekommen. Und zwar wirkt für mich, ich muss euch das aufzeichnen, für die, die es jetzt schauen. Wenn du jetzt das V da siehst, habe ich wie das Gefühl gehabt, das V ist der Boden. Das bin ich. Das ist mein Grundgerüst zu allem. Das ist für mich Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstverwirklichung. Das ist so, dass kannst auch ein Haus, wenn das Haus ist das der Boden vom Haus. Weil es hat mich inspiriert und meine Beziehung ist dann der obere Teil und das wird das Herz. Ich habe das Gefühl, es ist der Unterteil vom Herz. Und das bin ich. Und umso stärker die Wurzeln sind, umso stärker kommt das Herz oben wachsen.
Und dann habe ich auch gemerkt, du kannst es auch teilen. Das heisst, in einer Beziehung, und ich glaube, wir alle sind auf dieser Erde, um wunderschöne Beziehungen zu leben. Das muss jetzt nicht nur Partnerschaft sein, das kann auch freundschaftlich, geschäftlich, familiär sein. Aber ich habe das Gefühl, wir sind alle da, zum geliebt werden und zum Lieben. Und wenn das jetzt das Herz nimmst, ist der Teil das Fundament. Und das ist auch der Teil, das Fundament von deinem Partner, von deiner Partnerin, whatever. Und auf dem Fundament kommt dann die Blüte, das Herz, wo dann zusammen sich trifft, da trifft man sich. Aber jeder hat sein Leben und sein Teil und sein Fundament. Und zusammen in dieser Blüte kommt man dann zueinander. Und oftmals, vielleicht kennst du das, wenn du diesen Teil nicht hast, dann bist du nur das. Und indem du nur das bist, erwartest du immer von deinem Gegenüber, du musst mein Boden sein, du musst mein Keller sein, du musst mich glücklich machen, du musst mich retten, du musst für mich da sein und. Du bist in einer ständigen Abhängigkeit, du bist in einer ständigen Forderungsposition. Aber so funktioniert das nicht, das ist eine Illusion, das wird dich nie glücklich machen. Ich kann erkennen, wir alle brauchen das Fundament. Und wenn du das Fundament hast, und wirklich bei dir ankommst, dann kannst du zusammen in einer Beziehung eine Blüte erschaffen und kreieren. Und wenn du jetzt in einer Beziehung bist und das noch nicht hast, das ist okay. Du kannst auch in dieser Beziehung, wo du jetzt gerade bist, den Boden abbauen. Wenn du gerade Single bist, kannst du den Boden bauen und dich auf die Blüten freuen, die kommen. Und wenn du das Gerüst hast, wirst du auch nie mehr eine Mangelbeziehung anziehen, sondern du wirst einen Mann oder eine Frau anziehen, Freundschaft, Geschäftspartner, wie gesagt, das kannst du auf alles übertragen, wo auch das Gerüst hat und wo auch in die Fülle geht. Und ich habe das so eine schöne Erkenntnis gefunden und darum habe ich den Ring mir einfach gekauft, um mich immer wieder daran zu erinnern. Ja, das ist mein Fundament und das kann mir niemand wegnehmen und das kann aber auch niemand für mich übernehmen. Das ist meine Verantwortung. Und in dem Moment, wo du Verantwortung über dich nimmst, also für dein Handeln, für deine Gedanken, für deine Taten übernimmst, wird das Leben einfach so viel einfacher. Du steigst aus dem Drama aus, du steigst aus dieser Forderung, aus dieser ständigen Abhängigkeit aus, also du steigst aus der Opferhaltung aus. Weil das heisst, du darfst wirklich Verantwortung für dich und dein Leben, für deine Handlungen, Gefühle, Emotionen, alles übernehmen. Und dann wird es geil. Darum war das für mich eine ganz spezielle Erkenntnis. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, ich gebe dir auch noch eine Erkenntnis, die letzte für heute. Wie es ist, wieder zurückziehen. Der erste Tag war für mich gut. Und gestern hatte ich eine komplette Krise. Ich habe so gebrüllt und ich habe mich wie nicht mehr so wohl gefühlt in der Schweiz, weil ich glaube wirklich für mich gemerkt habe, Mexiko für mich zum ersten Mal auf der Welt habe ich mich zuhause gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich gehöre dort hin. Ich will definitiv auch wieder nach Mexiko gehen. Vielleicht sogar 3-4 Monate, um wirklich von dort aus zu arbeiten. Ich kann ja auch von dort aus meine Coachings machen, weil ich mich so zuhause gefühlt habe. Und das Gefühl von zuhause ist aber ein Ort in dir drin. Und ich habe das wie kurz erkennen für mich und das aktivieren, dass ich nicht auf Mexiko gehen muss, um glücklich zu sein, sondern dass der Ort, der Frieden, die Ruhe, die Freiheit, die Authentizität, die ich dort von mir selber erlebt habe, ist in mir drin. Und ich kann den auch hier in der Schweiz, hier in Zürich aktivieren. Was ich jedoch erkennen gestern ist, in Mexiko bin ich 100% authentisch gewesen. 100%. Ich hatte nicht das Gefühl, ich muss etwas darstellen, ich muss irgendeiner Form entsprechen, sondern ich bin einfach so gewesen, wie ich bin. Und ich glaube, durch das bin ich auch auf so viele tolle Menschen gestoßen und habe so viel Liebe empfangen, also enorm viel Liebe. Und als ich dann da zurück in der Schweiz war, habe ich gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, ich muss zurück mich in die Antonella-Form, zurück in die Coaching-Rolle, zurück in die Tochterrolle, zurück in die ich bin da für meine Freunde und für meine Partnerrolle. Und dann habe ich gemerkt, ich will das gar nicht. Ich will die Freiheit, ich will die Authentizität, ich will einfach ich sein. Und bin jetzt für mich am Lernen, das mehr und mehr jeden Tag auch da rein zu integrieren. Weil das ist möglich. Und
Das ist so spannend, dass wenn du vielleicht mal weggehst, ist es okay, du kannst wirklich den Herzraum öffnen. Aber speichere das Gefühl und du kannst den Herzraum überall wieder aktivieren. Überall. Der Friede, die Liebe ist ein Platz in dir drin und nicht im Aussen. Und darum ist es auch so eine Illusion, wenn du denkst, der Mann oder diese Frau macht mich glücklich. Nein. Der Ort, der Friede ist in dir drin. Und du kannst ihn jeden Moment, zu jeder Zeit besuchen. Du musst nicht im Aussen suchen, sondern du hast ihn bei dir drin. Ja, das war so ein bisschen meine letzte Erkenntnis. Ich habe es versucht, in 2 Wochen möglichst fest zu komprimieren. Und etwas möchte ich auch noch mit dir teilen. Ich habe ja so viele verschiedene Menschen kennengelernt und ich durfte für mich realisieren, dass es schön ist, ganz viele verschiedene Menschen um sich zu haben. Und mit jedem Mensch teilst eine ganz andere Connection. Ich habe zum Beispiel jetzt, das beste Beispiel sind die 2 Fitnesstrainer gewesen. Der eine war, glaube ich, etwa 38 und der andere erst 24. Und mit dem 24-Jährigen, also alle Frauen, die den auf der Instagram-Story gesehen haben, haben gesagt, wow, ein riesiges Schüssel, du. Also wirklich ein wunderschöner, attraktiver Mann. Und mit ihm hatte ich eine ganz feste Connection gehabt, aber auf einer Ebene von unseren inneren Kind. Also wenn wir zwei zusammen waren, ist die Sonne aufgegangen, wir haben gegelt wie kleine Kinder, wir haben gerölt, wir sind Kajak gefahren und haben uns benommen, als wären wir 6. Und es war so geil. Mit ihm hatte ich einfach das Licht gehabt, er hat in mir so das innere Kind rausgeholt, was enorm schön war. Und mit dem anderen, der älter war, hatte ich eine extrem tiefgründige emotionale Connection gehabt, wo, wie soll ich dir das erklären? Wir haben über alles reden. Wir sind so wahrhaftig, so ernst, so echt, so tiefgründig. Ich konnte mit ihm meine tiefsten Ängste bereden, meine tiefsten Visionen und Träume. Es war ganz ein anderer Draht, ganz ein anderer Vibe. Und dann mit der einen, das ist glaube ich wirklich so eine Soul Sister, es ist aber schon über 40 gewesen, sie ist 4-faches Mami, sie ist Zahnärztin, ganz ein anderer Lebensabschnitt ist sie gerade drin wie ich. Hey, wir sind uns so ähnlich gewesen. Wir haben genau die gleichen Schwachpunkte, die gleichen Stärken. Ich habe mich in ihr so wiedergefunden. Es war so schön, mal jemanden kennenzulernen, der mir sehr ähnlich ist. Da fühlt man sich nicht so allein. Und damit tut es einfach gut, wenn man weiss, hey, ich bin nicht die Einzige, die gerade mit dem und dem struggelt. Und dann zum Beispiel der eine Yoga-Lehrer, mit ihm habe ich einfach eine ultra intensive sexuelle Connection gehabt. Also Fire. Ohne uns alles lang, ohne irgendetwas, einfach nur durch die Augen, nur durch unsere körperliche Energie. Der hat in mir so das Weibliche hervorgerufen. Also nach jeder Yogastunde bin ich so in meiner Weiblichkeit, in meiner sexuellen Schöpferkraft. Ich habe auch eine Online-Kursidee, ich habe eine Buchidee, ich habe eine Workshop-Idee. Ich habe so viele Ideen gehabt. Nach jeder Yogastunde, weil ja auch die feminine Energie, die sexuelle Energie ist ja auch die schöpferische Energie, die Kreativität ist verbunden, das ist ja so ein Sakralchakra, so da unter dem Bauchnabel, der hat das in mir so aktiviert. Das ist amazing. Indem er einfach nur präsent in seiner Energie war. Seine Energie hat das einfach in mir ausgelöst. Wie der Junge in mir mein inneres Kind rausgeholt hat, der andere hat meine tiefgründige Seele rausgeholt. Mit der einen ist Asiatin, ich einfach auch noch lachen und mal so ein bisschen, einfach so ein bisschen frei sein, so ein bisschen Free Flow, so ein bisschen meinen Gangster in mir rauszuholen. Mit jedem hast du eine andere Connection. Und was das in mir auch ausgelöst hat, ist die Erkenntnis, dass wir amig so den Wunsch haben, dass unser Partner oder unsere Partnerin alles muss abdecken muss. Der Sex muss gut sein, das Gespräch muss tiefgründig sein, die Person muss lustig sein, sie muss aber auch ernst sein, sie muss aber finanziell erfolgreich sein, sie muss dies, das. Wir alle haben doch so eine Liste. Und ich habe gesagt, nein, Daniela, öffne dich, dass du vielleicht mit dieser Person sharest du das, mit der anderen das und mit wieder jemand anderem das. Du musst nicht alles in einer Person finden.
Und das hat für mich so ein bisschen den Druck rausgenommen und mich so ein bisschen lockerer gemacht und ein bisschen verspielter. Ja, das ist so eine Erkenntnis, die ich noch mit dir teilen will. Und wie immer, ja, freue ich mich über ein Feedback. Wie gesagt, auch wenn du Fragen hast, schreib mir gerne Fragen. Du würdest mir auch einen riesen Gefallen machen, wenn du die Folge auf iTunes würdest mit einer 5-Sterne-Bewertung, also generell meinen Podcast würdest bewerten, mir vielleicht einen lieben Kommentar würdest da lassen. Das ermöglicht einfach am Podcast, dass er weiter wachsen kann, dass er noch mehr Menschen erreichen. Und ich werde jetzt auch definitiv noch einen Workshop organisieren. Also falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, wie gesagt, Antonella _Patitucci ist mein Insta-Name. Dort werde ich alle News bekannt geben und werde dort auch die Erkenntnis teilen. Der Workshop wird auch um das Thema sich richten, noch mehr bei sich ankommen. Wir werden Meditationen zusammen machen, ich werde dir Tools geben, wir werden zusammen Aufgaben machen. Du wirst sicher mega coole Leute kennenlernen, auch wenn jetzt es nur auf 15 Leute limitiert ist. Ich bin mir sicher, dass eine super coole Gruppe zusammenkommt. Also wenn du dort möchtest, up to date bleiben, kannst du dich gerne mit mir auf Insta vernetzen. Und auch wenn du den Herzensimpuls gefühlt hast, hey, ich würde mega gerne bei dir in ein 1:1-Coaching kommen, kannst du entweder auf meiner Webseite www.antonella-patitucci.com dich melden oder auf Insta mir eine Direct Message schicken. So oder so, ich freue mich von dir zu lesen, ich freue mich von dir zu hören. Und auch wenn all das für dich nicht in Frage kommt und du einfach gerne am Podcast zuhörst, ist das auch völlig perfekt, so wie es ist. Und ja, schön bist du da gewesen, schön bist du Teil von meiner Reise und Teil von meiner Herzensmission. Fühl dich ganz fest umarmt und wir hören uns spätestens nächsten Freitag in der neuen Folge. Ciao, ciao.